Aber deze mama, wir zijn Beruf. Deze mama, die dacht, die würden mal was Glückes tun. Wie sagt mir, heute Morgen deit für vandaag, habe ich viel gedacht an verschiedenste Mamas auf dieser Welt. Und auch nach wat Mamas von der Bibel und von meiner Eene Mama. Ich will anfangen mit 3 Bilder, was wir wollen da on screen haben. Und Nummer 1, was da nu vandaag kommt. Und einige von ihnen wollen das früh vielleicht kennen. Ich weiß nicht, warum muss sein? Wer weiß, wer das? Das ist meine Großmama. Mein Vater, Patriarch, gab seine Mama. Das ist meine Großmama. Nahm als Sohn und sie ist nicht sehr schmack früh. Es ist nicht sehr schmack. Und dort, ich habe ein klein bisschen von dort gekriegt. Laat mich nicht auch Geschmack. Ich bin so weit da. Das ist meine schmacke Großmama. Aber ein bisschen traurig ist, ich kann haar gleich. Ich habe haar nie nicht gesehen, der will gestorben, ich geboren wird. So das ist ein langer Weg. Ich weiß nicht mehr viel von haar, aber ich weiß, sie hat was sehr Feines getan. Sie hat meine Papa auf das Welt abgebracht. Und dadurch sehe ich auch lebendig, durch diese Mama. Dann werde ich nach Bild Nummer 2. Das ist meine Großmama von Mama erzählt. Das ist die Schmatze, Katharina Schmidt. Einzige von ihnen kann diese früh. Diese Großmama gleich gesagt. Der ladet mit ihr Ehrens. Vielleicht kriegt er nicht, aber so wie das ich weiß, das kleine Bett, was ich auch gekannt habe, meine erste, vielleicht 5 oder 6 Jahre, ich war 7 Jahre alt, wie ich starb, bei einem großen, sehr damit Accident dort, ich bei Hamburg, bei Cartagena, waren sie auf dem Bagger und fuhren da in einen Truck, der knallt an, da unten, und der starb da. Dort wird traurig. Und das sei für eine Großmama. Ich gleich da sei. Bis wir nur groß fuhren, kriegen wir einmal einen Kende. Besonders eine Sorte Kende, der Tommy. Weißt du, das rote, mit rote geschrieben, Tommy, der Kende, kann je so ne? Sonst dort kriege ich einfach diese Großmama. Ich gleich da sei. Das ist so langweilig. Nu wird Bild Nummer 3 und das ist mein ganz Bastard. Das ist meine schmacke Mama. Ein Teil von ihnen kann diese Mama. Und die ist auch all gestorben. Aber ich habe ein Teil gelebt mit dieser Mama. Diese Mama habe ich so gelebt. Sie läuft mir, und ich läuft da so. Und ich weiß nicht mehr, wie viel Mal ich ihr gesagt habe, dass ich ihr gut wäre. Und nu will ich das Bild da boven ist, weil ich ein kleines Leid gesehen. Ich weiß, der ist nicht hier, der kann nicht hier, nicht raus, der ist all gestorben. Aber das ist ein kleines Leid, wo ich einmal singe für ihr. Ich lege ihr einmal ein bisschen lachen zu mir an und auch Motor sprechen und mit ihr zu beten und ihr große Hals geben. Und das eine kleine Leid gesungen ich für ihr. Sehr viel mal. Meine Mama aß mich gut, jaff mich schein zu eten, Schinken, Fleisch und Butterbrot kann ich nicht verjeten. Interessant, nicht? Aber das wird Mama tun. Die geben uns einmal waren, was zu eten, und eins, was dann für einen Tag kam, dann essen war, was scheint. Ich habe mir auch geleert von ihr eine Suppe mehr an, und die Suppe habe ich auch weiß nicht, wofür gemerkt, mir hat es sehr schön, dass ich ein bisschen an denken
En die Suppe, dat is een van mijn beste suppen, waar ik gleichen van wat ik merken kon. But anyway, dat is mijn mama. En ik had de gelegenheid bezien, haar stoon, wie ze starf. Ik deed nog de laatste troon van de uw wat de rutkwam afwaschen. En dan doorgroots, wie zegt, du beziet haar stund en hield haar hand. En door starf ze kracht voor mij. Dat deed zo ja wij. Wie staat weer mijn scheine mama. En die starfde dan. Deze mama hier is zonder die gegaan. Wat van jullie weten dat mijn mama een deel ken je gehad. Er is 17, zei we. Dan weer nog 5 stuk, wat door niet geboren werden. Zo reich zei mijn mama weer zwanger voor wie in 25 jaar. Een tijd eeuwen. Meest krijgt, zo is het dan schaffen. Mijn vader was ook een drinker. Meerdere jaren. En mijn mama die geeft niet op aan mijn vader. Mijn mama was zo liefdollig en zo geduldig met mijn vader. En met de tijd, mijn vader bekeert zich en dan had ik nog een zeer fijn vader voor 10 jaar. Maar mijn mama daar is zeer veel verder gegaan. En ik vertel dit met jullie alle van de vroegers wat hij zijn van jou. We gaan alle die zware tijden, niet zo? Eentje van onze mamas, die zijn niet zo fijne mamas. Eentje mamas, die zijn niet mooi door. Die zijn nog levendig, maar die zijn niet mooi door voor die. En eentje mamas, die zijn plus zo zeer dichtbij en die zijn dat zo zeer goed en geven ons alles wat ons fehlt. Dat wichtigste is, wanneer mama Jezus vindt, wanneer mama zich bekeert en leeft zo staat. En dat had ik gezien van mijn ene mama. Zo is hij doorschaafd gekeken dat, zo leeft hij. En zeer fijn het beeld. Dank je voor de beelden. Ik kan het opnemen. En zo wil ik ook een beetje weer gaan. Ik had verschillende dingen waar ik wil van reden van deze Marius. En dan vond ik door een man wat opgesteld had. Nu doe ik dat van den Baring. Een man wat zijn naam is Jack Zavada. En zijn fijne christelijke man wat een schrijver is. En die heeft ook wat boeken geschreven. En die had zich tijd genomen, een klein beetje wat opstellen van 8 mamas van de Bijbel. En ik wil een klein beetje van deze 8 mamas vertellen. De ganz eerste mama wat er beweld werd, is Eva. Maar Eifje. Krijg je nog wat daarnaast, niet? Deze mama had de ganz beste gemeenschap met God. Wist je dat? Wist dat weer de eerste mama, die weer nog keine zinden op de wereld. En zij weer de ganz beste mama. En die had de beste gemeenschap met God. En dan had ze 2 jongens. En deze mama ging tegen dat zwaarste wat hij zich denken kon. Een jong kielt en anderen dood. Kan je het voorstellen wat de mama die gewoon weer in die tijd? Deze mama die had gezien, die had 2 fijne kinderen. En einer kielt en anderen dood. Dan weer de zinden al in de wereld aangekomen. En Eva had de beste gemeenschap met God, maar die breekt er ook 2. Toen weer dat fijne en ook dat zeer dame van deze wunderschöne mama. En deze mama die volbracht wat haar gegeven, bracht mij kinderen op deze wereld op en verspreidt zich dat op deze wereld. En zo dan, wij nu de tweede mama kijken. Het is nog een mama wat door de naam had Sarah. En
Diese früh, wir hatten sehr ferne früh, ermahnen wir Abraham. Wir weiten die ganze Geschichte von Abraham, wo Gott den Bund mit dem mehr angeht und so wieder. Sarah wie der früh. Sarah wie der, wo du wir. Aber du wir in Trouble, so Menschen dort besein dann. Sarah, die konnte keine Kinder haben. Und sie verlangt sehr, dass sie ein Kind haben. Einmal kam ein Engel nur an und sagte, dass sie ein Kind haben. Und sie hat ein Kind. Ein Kind. Und dort war Isaac. Wir weiten, wo wichtig dort war, weil durch ja noch wieder Isaac war ein sehr besonderer Mann in der Bibelzeit. Sarah hat einen sehr starken Glauben. Und von Sarah als Maria gerät in das Neue Testament, in Hebräer 11, Vers 11, sagt dort, der ist da angedacht von der frühes, was du großen Glauben hatten. Und Sarah kommt durch für einen Tag, in Maria in Hebräer 11, Vers 11. De derde vrouw waar ik met je wil aankijken is deze. Rebecca. Dit wil je, krijgt de Isaac zijn vrouw. En Rebecca wil ook in de zaal smaken mejaal, een vrouw. En zij had ook wat opgelacht. Ze kon ook niet kinderen hebben. En Rebecca, die wir aufgehend sich doch wel en so wieder. En maar einmal geeft Gott een pootje. Esau en Jacob. Maar dan hadden ze de twee kinderen. En Rebecca, die had een beetje interessante dingen. En ik wil niet veel alles zeggen van deze wunderschöne mamas. Aber alle Mamas von der ganzen Anfang, von Anfang an, haben feine Dinge und auch sehr dumme Dinge. Sind als in dieser Welt angekommen. Und Rebecca, die hat mir einmal durch was angegangen mit ihrem Sohn Jakob. Und hat einen Jungen, den Vater, auch zu dealen. Wegen dat Firstgeburt. Wie Esau weer eerstgeboren en Jacob weer de tweede. En dus een lange geschichte, wo de mama de met haben dat wat zij aangebracht heeft. Wat niet meer fijn weer. En deel van deze dingen kan ik niet meer verstaan, krijgt waarom deze dingen passierten. Maar ik weet Rebecca, dat een zeer fijne arbeid heeft Jacob op deze wereld opgebracht. Wie du dich kwam je de 12 tribes. En dan stond de vierde mama. En deze mama had ik nog niet meer gekend. En ik weet niet hoeveel moel ik de Bijbel al ganz dag gelezen. Van ver bij hing. Van ver bij hing. Allemaal waren. Maar deze mama die had ik niet meer beobacht. En dat was Moses zijn mama. Wer weet der noem? Want door weer is wat der noem weet, wer kan dat zijn? Nu dat je moet een beetje uitproeven. Wat weer Moses zijn mama noem? Ik wist dat ook niet. Maar ik vond dat. Moses zijn mama heet zich Jochebed. Jochebed. Ik geloof ik zei dat draag. Ik weet niet genau. Aber Jochebed wie Moses zijn mama. Jochebed met haar man op de leefden in Egypte in de zeer zware tijd. De koning maakt een gezag dat alle kleine jongens van de Israëlieten zullen in rieven aangesmeten, die zullen sterven. Alle kleine kinderen wat er worden geboren, wat er jongens weer. Kan je maar denken, wat een zwaar leven de mamas aan gehad in die deel? Zeer zwaar, niet zo? Maar deze mama, wie zei broer,
Deze mama, die dacht, die würden mal was Glückes tun. Die wollte er kleinen Jungen nicht wegschmieden und rief einander, der wird sterben. Sie verstärkt diesen Jungen in der Tüste, dass die nicht war gefangen. Dass die Ägypten Soldaten nicht, die nicht wohl fingen und die tot mehr, den kleinen Jungs. Und Jochebed war dann, dass der Junge, der war gerade und das war schwerer, dass die den können verstärken. Maar immer waren sie sich einig, sie würden mal was Interessantes tun. Sie mögen Karf. Sie den Karf top mehr an, Stopstahl, beschmiert vielleicht mit Wort. Und dann lädt jung, lebendig, ein kleiner Jung, in den Karf an und sah dort in den Rief an und dann fängt dort an, war ich der Schäl. Würde es nicht traurig sein, dass eine Mama so steht, wo dann mit ihnen Jung. Aber wie wir in der ganzen Geschichte, ist interessant, dort Baby wird gefangen, Luther, von den König von dort Land Ägypten, den seine Tochter fängt, durch einen Karf mal einmal bin Riefer. Nu nahm er dort Karf, nahm dort Nahen, und nu wieder ein kleines Jung geboren. Und sie wist dat wie ein von den hebräischen Jungs, von den Israeliten. Aber sie gleich das Jungje so sehr, sie sagt, das wird mein Jungje sein. Und sie nannten diesen kleinen Jungen Moses. Dann haben wir da eine interessante Geschichte. Der Saster von Moses ging den Karf nu, muss sein, wo er ankommen. Nu ging diese Saster, nur diese Früh, wat den hat den Rief genommen und früh als sei soll ich, wo eine Mama sehen, du kannst eine Mama sein, du kannst nur diesen kleinen Jungen abpassen. Dann war dort Teujaloten, nu war derselbe Jung, wurde wir losgelassen von der Mama, nu bracht diese Mial den Jungen, war er drei, nur die Mama wurde angehört, nur Jochebed. Und sie können den Jungen ein bisschen Dollar abbringen. Und dann war er 3 Gift für den Ägypten. Das ist eine interessante Geschichte. Das ist auch viel mehr, was mich sehr interessiert. Und wir wissen, dass Moses, wie die, wo die Israeliten frei macht von der 400 Jahren Sklaverei in Ägypten. Der 5. Mama, Hannah. Deze vrouw had ook een probleem. Dus dat is wie dat aan zijn als mens. Ze kon gleich Babys haben. Aber sie beten, dass Gott einen Sohn geben. Und mit einmal ein Tag hat sie lang gebet. Und dann gibt Gott Hannah einen Jungen. Und das wir Samuel. Und diese Geschichte ist ein bisschen nur interessant für meine frühen Eck. Wir können auch nicht Babys haben. Wir uns befrieden, wir können nicht Babys haben. Vor den Doktors und wir beten und tun alles, was wir können. Wir können nicht Babys haben. Aber diese Geschichte war dann so wichtig. Bis Gott hat zum einmal sehen, mit einem kleinen Jungen, wie nahen am Samuel. Weil diese Geschichte so wichtig wird für uns. Du weißt, habe ich einen Samuel, und mir von die kennen, der ist 17 Jahre alt. Und Luther, wenn ich Schluss merke, da will ich noch ein bisschen was lesen, was diese früh hat für uns. Und Leute, was sie schreibt, wo dankbar sie wir, dass sie heute ein Baby gekriegt, dass wir Samuel. Nu werde ich nach einer Früh besiegen, das Bathsheba. Nu kan je maar een klein beetje verstellen, Bathsheba, wie een andere man zijn Früh. En David, wie der König in das Land, und David in seine Sünden, maar einmal sagt,
David deze früh. En hij wil die früh. Krijg nog maar ook een andere man zijn früh weer. Hij merkt dat zo in den Krieg, wo der man een soldaat weer, David bestelt de höchste Lehrer, dat der man wordt doodgemerkt worden, dat hij zich kan den zijn früh naar huis holen. Interessante dingen zo staat. Zijn zo dom op deze wereld allerweg. Er zijn allerweg wat zoveel trouble gegeven heeft. Aber David bekend zijn zinden. Aber Gott straft hem doorwijs. De eerste jong wat door geboren werd, die starf. Aber Bathsheba bracht een jong vandaag. En dat was Salomon. Salomon is de kliekste man wat er is op deze wereld geweest, dat is bitter Jezus. Salomon was de kliekste man. En dat wat Bathsheba vandaag bracht. En verschillende meer dingen kunnen we door van lezen, maar ik wil bloos hier dit aanstellen en ons herinneren, wanneer we grote Fehler merken, dan zo staat door met David en met Bathsheba. Wanneer we onze zinden bekennen, Gott is gerecht en vergeeft onze zinden. In 1. Johannes 1:9. En jeder einzige van ons, wir haben Fehler gemerkt. Als wir eine Mama sind, oder nicht, eine früher ein Mann, ein Jugend, oder ein junger Mann, junger Bein, wir haben alle Fehler gemerkt. Wenn wir singen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann kann Gott uns immer vergeben. Das ist wunderbar. Nun noch schwinn, weil ich nach 2 Mamas von dem Neuen Testament ein bisschen vandaag kriegen. Und diese 2 Brüder, die wir im Reich Freundschaft. Elisabeth, Gott hat so gelohnt und einen Engel geschickt und sagt, dass Elisabeth wird ein Jung haben. Und diese Elisabeth will nur alle geworden und kann auch nicht Kinder haben, aber Gott hat einen Plan, dass Gott wird auch noch ein Jung geben und das ist Johannes der Däuper. Der wird den Weg rein merken, für Jesus auf diese Welt abkommen. Interessant. Wo Gott diese Mamas gebraucht hat. Elisabeth bracht Johannes der Däuper vandaag in deze Welt aan. En we fingen dort door in Lukas 1, 41 en 42. Een interessante geschichte. Wo doen we helemaal ook nog wat passeren met Maria. Dat is de laatste mama. En ik wil een beetje van deze 2 mamas top vertellen. Elisabeth, wie maar helemaal zwanger geworden. Ik geloof, ze wordt al zo bij in het tweede trimester geweest. En bij 6 maanden al de lang. En dan komt toen Maria, dat is haar vriendschap, komt haar bezieken. Nu weer Maria met Elisabeth taub voor 3 maanden. En Maria weer nog maar groot in het eerste part, de eerste trimester. Vielleicht nach ganz am Anfang. Und wie diese 2 Brüder sich top trafen, Elisabeth und Maria, sagt dort hier, dort Baby, dort wo du in Elisabeth wohnen wir sehr schaftig du bist. Dort sagt in Englisch liebt. Dort hübst du rum, du bist. Die Mamas, die wundern einmal, wo das, wenn die kleine Kinder du bist, moven da nicht. Aber hier will Maria hat ein sehr besonderes Baby. Und dort wie Jesus, uns himmlische Führer, wird er bewählt haben in Fleisch aus einem Baby. Und dort wie Jesus, wird in Maria wir. Und wie diese 2 Mamas top haben, du wir leben. Interessant, nicht? Wo diese 2 Mamas so top werden.
En mij vraagt dat God willig is, is een van ons te breken. Kijken dan van waar we herkomen, wat we gedaan hebben. Jezus is liefdollig en is goed met ons en wil ons vrij maken van onze zinden nuchtelijk en ons ook een leven geven. Dat we kunnen vrouw zijn en God nu volgen. En zo nu wil ik nog zum Schluss wat lezen. En ik geloof we worden nog door een screen gaan. Ik word het langzaam lezen en ik ga bloos zo met lezen met me van je wel. Maar Hannah, die wordt door een liedje geschreven had in het Oude Testament, 1 Samuel, kapitel 2 van 1 tot 10. Dat is een beetje een afsnit, maar ik word het langzaam lezen en daarmee wil ik Schluss maken. En Hannah zei in gebed, Haar, mijn hart randt eeuwig voor die. Im Herrn is mijn kracht zoveel meer. Ik kijk vriendelijk voor die, wat mij trotsen. Zo vraag ik mij tot die hulp. Du is keiner, wat heilig is, zoals de Heer. Hij staat ganz allein. We zijn ons nog niet zo zeker als bij onze God. Ziet niet protzig en redt niet hoog ruut. De Heer is een God, die door hem weet. En hij wordt alles rechten. Hij slaat dat geweer van de machtje twee en helpt die stolperen. De rijken zijn handarbeider geworden, dat zij te eten hebben, maar die wat hongerden hebben nu te eten. Die wat keine kinderen had, heeft 7. En die wat veel kinderen had, is alleen. De Heer geeft leven en neemt dat ook. Hij viert hem graf aan en ook dooruit. Hij maakt arm en hij maakt rijk. Hij staat rauf en hij heeft op. Hij heeft de armen uit dem draak en de prager uit zijn armheid, zodat die eine steed mag die ongezien hebben en op een lerenstoel te zetten komen. Dem Herrn gehört der Grundstein von der Erde. Die Welt ist doornap gesagt. Hij past nur der ab, wat am true sind. Aber der Beise geroden am Diestren an. Mit seiner eine Kraft bleibt keiner am Stonen. Die, wat jij in am sind, wordt hij twee breken. Jij in die wordt hij im Himmel rummelen. De Heer wordt alles op de eerd rechten. Hij wordt zijn kleine sterk maken en zijn geweerden groot macht geven. Lieve vriend, wat hier zijn vandaag, ik weet niet wat God die ongereed heeft met. Een ding wil ik met je bloten. We zijn alle wunderbar gemerkt. En God leeft ons alle overeen. Krijgen dan een woord van de stad, en jeder einzige van ons is vandaag. Was vielleicht wat zeer schwere tijd gegaan in de laatste tijd. God roept die en wil die vrij maken en wil die moed geven dat die kan sterk zijn in den Herrn. God is goed. Die wat door zwak zijn,
kan stark sein. Die, wat arm zijn, kan rijk zijn in den Herrn Jesus Christus. Lieber Gott, ich danke dir noch einmal, dass du hier mit uns bist. Hast uns alle Leben gegeben. Und in das Leben hast du uns auch die Gelegenheit gegeben, dass wir Entscheidungen merken. Und die Entscheidungen, die wir merken, jeden Tag, sind nicht so ferne. Und ich hoffe, in Teil sind ferne. Die beste Entscheidung, die wir merken in unserem ganzen Leben, kriegen dann, wo alt wir sind. Du raubst uns, dass wir unsere Sünden bekennen und dass wir die annehmen als persönlicher Heiland. Und die nur folgen, uns ganzes Leben. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Diestenis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklack 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, die du praktisch ist, die du in dein Leben sehen und in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wollen gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die wollen subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, was die dort anwollen.